Fürchtest du nicht, dass es dir hier etwas langweilig werden kann, Tim? Finde ich ganz gut. Ja, die Leute hier sind ja eher etwas simpel, nicht? Komm, schau ins Mille. Sie wirken anfangs etwas verschlossener. Gib ihnen etwas Zeit. Sobald sie verstanden haben, dass du ein anständiger Typ bist, wirst du hier nur Freunde finden. Was machst du hier? Ich hab gesagt 2 Monate. Wo ist der Typ hin? Wer? Wo ist der Meier? Weiß keiner davon. Beide war irgendwann weg und nicht wiedergekommen. Du kannst nicht sagen, dass du das sein soll! Die Logisten Trailer gsi vu Gutland dem Govinda van Male sein echten Longmetrage. Wann en den Trailer so guckt, da merkt den schon, dass der Film sich am net op en enzsche Genre spezialisiert mit das amfange Mix zwischen engem Thriller, engem Film noir, engem Dokumentär. An het geht en Außenseiter, der das sei den Jenstiget vum Friedrich Lau gespielt. An dem muss sech oder so gewëlt sech vielleicht an enger Communitéit integrieren, dat an diesem Fall eng Gesellschaft op engem Lützeburger Bauuren durwas. An ich begrüße ganz herzlich den Realisateur vu Gutland den Govinda van Male, an dann zwei von den Schauspieler, die Charakteren spielen op dem typische Lützeburger Bauuren dürfte, das den Marco Lorenzini an der Rolle vom Joss Gierens an den Leo Folschert als Arno Kleier. Sorry. Salut. Moin. Also en typischchte Lützeburger Bauerndorf, wo man gesot mat Dürf Musik kam Fritten an Salo, dann geht auch von der Lunge op Zong geschwart, das wirklich wen die Stadt so vierstellt. Govinda van Medefech méich froh ihr direkt wo dir Welt also ernst, also Lützeburg ernst weisen, vielleicht man ernst wie die Stadt Lützeburg einen anderen Aspekt gehen oder was du dich fasziniert in dem Bauern leben, Dörf leben. Ich wollte für normal das weiß, was ich kann. Also, du, wo ich hier komme, ich meine, wenn du Film drehst, besonders ein Echtfilm, wo die vielleicht besser sich auf etwas konzentrieren, was die kennt, wo ein bisschen mit, ich will nicht so mit Autorität drüber schwätzen kann, wo in normalem Fall weiß, der nicht irgendwie an Fiktion greift, komplett an Fiktion greift. Und ich komme aus einem Dorf, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, und für mich aus Lützeburg hauptsächlich Dorf, weil das du, wo ich lebe, auch Lohnach. Und doch, also mein ganz Kante tun schon im Dorf verbraucht, und ich wollte halt auf alle Fälle Film drehen, in denen an der Welt spielt, die ich kennt, und du mit dem Dorf. Das ist schon mal das Erste. Ist das etwas, wo dir als Schauspieler auch kommt, man da identifizieren, vielleicht Marco Lorenzini, kennt das Leben auf dem Bauerndorf, auch wirklich geht? Also, sowieso was ganz Lützeburg, für mich Bauerndorf. Ich finde mich spezifisch auf der Teilten schon noch 9 Jahre oder 10 Jahre bei einem Dorf gelebt. Und da war das natürlich auch hilfreich für ein bisschen die Mentalität. Das kennen wir ja, ich gebe ja so, das war nebensächlich. Also, das hat sich, ich meine, ich sehe ja Observationen überall für eine Figur zu spielen und so. Und sowieso mit dem Govinda das Ganze für den Dreh habe ich darüber geschaut. Mhm. An dir, Leo Folschert, kennt Ja, ihr? ich bin auch ein Leben lang in Bauerndorf groß gehen, Anfang als Kanten. Ich kann auch direkt mich mit der Ambiance da identifizieren. Ich habe übrigens ein kleines Reis an Vergangenheit gemacht, weil da, wo die Film gedreht ging, aus der Gegend sind ich am Anfang aus meinen Großeltern gekommen. Da, wo man die meisten Plätze hatte, wo man gedreht hat. Also ein kleines Reis an Vergangenheit. Mir nämlich aufgefallen, dass am Film das der Thema von der Intimität, also dass sie so den Jens und Lucy, der geht vom Vicky Krebs in diesem Fall gespielt,
sie lehren sich doch kennen an direkt wie es schiedfrei besteht wie wat möchte hat keine richtige Intimität kann nicht wirklich fortlaufen obwohl hier ja von fortlaufen was mir kennt du so eng Situation das war dir auch so erlebt tut Bau und Dorf mal so. Ja, ich so dass die letzte Experienz also am Land zu leben als netweg anonym zu sehen wir sind gewinnt mir alle Menschen am Außen studiert wird wie dass am Ausland kannst du dich voll verlassen du kannst rausgehen du kannst du kannst auch nicht damit machen an den nächsten nach wie besteht mir heute zuletzt wo ich bei allen Menschen kennt alle Menschen das verlinkt die war May wie just an ich meine das ist nicht ein Dorf das viele Marco seht letzte also ein bisschen ein Dorf als Land an dem Sinne als vielleicht der Film wie Dorf was wir viele Filme eine Art Metapher für mir groß ist an dem nächste Film aus Dorf eine Metapher für die Welt an diesem Sinne aus vielleicht Metapher für Lützeburg auch noch für die Welt am Ganzen ja weil heute geht es ja auch ein bisschen um die idyllische Fassade von einem Dorf wo nur aber lauter Geheimnisse irgendwie rauskommen und auch nicht Intrigen mehr aber so komische Situationen das entwickelt sich ja dann so. Ja, das ist ein klassisches Thriller-Element von Krimien. Ich meine, das passt ganz gut auf Lützeburg. Es gibt ganz viel. Also, wir stellen uns oft froh, was für eine Geschichte passt auf Lützeburg. Für mich passt Horror, Krimi ganz gut auf Lützeburg. Alles das, von dem ich immer verstoppte Geschichten zu denen hört, wo Sachen nicht im Teppich gekehrt gehen. Sind. Ich meine, in dem Sinne, das hat für mich ganz passend gewesen, die Geschichte in seinem Dorf zu machen und zweitens zu Lützeburg. Aber dafür ist auch wichtig, mit Schauspielern zu schaffen, die so eine Experienz schon hatten in ihrem richtigen Leben. Das ist was nötig ist, für so Filme zu drehen. Ich meine, als Mensch ganz allgemein haben wir alle ganz variierte Experienzen. Und als in der Teil am Film sind, ich meine, wir haben nicht alle Mord und Totschlag an unserem Leben. Also schon an meiner persönlichen Geschichte kenne ich das nicht. Das sind alles Sachen, die in andere Formen finden in seinem Leben. Und ich weiß nicht, wie du beim Marco, beim Leo ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie verschiedene Elemente auf eine Art und Weise auch kennen aus ihrem Leben. Ich meine, Europa baut den immer, wenn ich Filme möchte, muss ich immer in den Ancrage von den irgendwie mit seinem Leben zu dienen. Ich weiß nicht, was ein Ancrage vom Leo, von Marco war. Ich weiß, dass ich meine eigene Art und Weise nun für mich an der Geschichte zurechtzufinden. Und ich meine, als Publikum, also ich hoffe als Realisateur, dass der Publikum auch sein Jahr findet. Und das muss eben nicht eine Geschichte sein, über Mord und Totschlag unbedingt, mehr auf eine andere Art und Weise vielleicht. Genau, ich hatte ja für dich gesagt, ich gehe fand, wäre auch ein bisschen an den Dokumentarfilm rangehen. Das ist schon immens realistisch, die Leute auf dem Bauern und Dorf, auch wie sie schaffen, kriegen einen Ableger an das Leben von einem Bauer. Wie der ihr darüber viel breit, also die gesagt, die denkt Vergangenheit durch da, mit die Wette vielleicht auch nicht Bauer, die vielleicht Marco Lorenzini, wie der ist auf die Rolle da präpariert, war da oder nur geguckt, wie du geschafft geht oder? Nee, ich meine präpariert den Storber wie in Jobalro präpariert, wie Govinda lo gesagt hat, wenn als Schauspieler muss mehr da spielen, da kann ich auch nicht als Lebensrekord wie uns das immer gemerkt, wie ich den Imbrüst finde. Das geht schon als ein Leben dann Sachen sich, die irgendwie eine Person bei einem selber gemerkt und die etwas selbst gelesen haben, die könnte man der Sache verbannen. Aber für aufgucken, Schauspielerei als aufgucken, ja, teilweise schon, aber nicht präzise, ob so eine Allgemeinheit. Und da ein Biopic muss man, und es ist weiter, okay, da guckt sich der Personage total gut an, den Kinders, den muss spielen, aber sonst, wenn das ist eine allgemeine Sache, wie leben Bauern, wie beholen sie sich, wie denken sie, wie sind sie beieinander, und das ist das, was in dem Moment als Schauspieler gebraucht, also auf jeden Fall, also ich finde das nicht, wie das in der Deutschland total kopiert, weil dann nee, das meine ich nicht. Leopold hat die auch so geschafft? Ich bin am Anfang meine Rolle am Anfang nicht gespielt, fand ich das so krass. Ich habe probiert, die Personage zu sehen. Das ist aber ein ziemlich langen Prozess vorausgegangen. Natürlich das ist von Januar bis an den Juli gegangen, über den halben Jahr, wo ich am Anfang regelmäßig mit dem Govinda den Personage auch noch klar den am Anfang entwickelt. Dann, was für mich wichtig wäre, das nicht, was mich dann auch noch klar mehr oder immer mehr, was für mich wichtig wäre, das wo können dann auch noch klar hier zu probieren, weil ich meine, das Troll ist nicht übermäßig groß, mir zu probieren, so authentisch wie möglich das zurückzugehen. Das war am Anfang
die weh den ich gegangen se für die Rolle zu packen. Govinda, wenn mal für ihr den Dokumentär Deel du an dem Film, hast du das für dir auch so gesehen? Oder ist das eine Interpretation von mir? Ein Dokumentär in dem Sinne, dass ja nicht, weil wie das alles Fiktion ist, allem spielt eine Rolle, mir das ganz klar so ein Element von dokumentarischen Do, dem mich immer freut mich, wenn Leute mich darauf hinweisen. Also schon ich den Haifilm gemacht und einen Longmetrage am Dokumentargenre gemacht, war Rockmusik und dafür drunter Film an der Türkei, wo ich Kameramann war. Das war ein Longmetrage Dokumentär und schon die Kurzfilme, die ich da gemacht habe, oft immer so zwischen Fiktionsfilm und Dokumentär angesiedelt. Und ich meine, der besondere Umfang vom Film, also doch an der Spannung, wo der Film stattfindet. Und der Dokumentarisch ist vielleicht auch einfach, dass viel von einer Rolle gespielt wird von Leuten, die nicht unbedingt Bauer sind, die kein wirklich ausgebildete Schauspieler sind, natürlich zu bringen, viel von sich selber machen, wie die Leo sieht am Anfang hin, wird nicht eine Rolle kreiert, im Sinne, dass du von außen und die Rolle rumgegangen sondern wie bewegt sich der Bau oder so, und dann einfach das geguckt, denk nicht mal, wenn ich für die Schwärze kann, ich weiß nicht mehr, dass du guckst, wie bewege ich mich, wenn ich die Gurgel holen, dann die Botten auf den Traktor abschmeißen. Und da ist die Kreation von der Rolle. Das ist das ganz viel Leo an dem Film mal dran. Auch wenn hier absolut nicht wie den Arno Kleier an dem Film ist. Mit einfach die Kombination vom Leo wie ein Hayas, wie ein Ass an der Mattia vom Drehbuch. Und die zwei Sachen zusammen, wenn in die Idee oder bei Weise kreiert einen dritten Charakter. Und natürlich ist sowohl fiktionelles wie auch dokumentarisches. Und der Dokumentarisch ist eben, dass der Leo in dem Moment wirklich ströbelt, der ganz Feld auf, die Wohnen zu kriegen. Und da gibt es natürlich ganz viele Elemente im Film, wo man probiert tun, wie zum Beispiel die Szenen um Ball, am Anfang vom Film, wo man einfach 150 Leute an den Saal gesagt und eine Band gestaltet und dann einfach Bier serviert tun an Ham, an Fritten und einfach gefilmt hat, passiert. Das ist so den dokumentarischen Element. Und der gibt da pur am Film. Und das wird spannend, dass für mich die Sachen zu vermischen, man rein Genre, Fiktionselemente, wie zum Beispiel eine Leiche, die den ich will das nicht verraten, irgendwie eine Leiche, die Fund geht, die komplett als ein Horrorfilm können zum Beispiel. Und die Sachen einfach zu vermischen, ganz viel, ohne zu so, das gehört nicht an die erste Film, Dokumentär und Horror kann nie an den ersten 2 Stunden sein. Das fand ich Blödsinn am Anfang, kann ja alles vermischen wie ein Wollen. Mich interessiert einfach der dokumentarisch beim Film machen extrem und wir werden nicht das mal rausbringen. Mit das auch nicht ungewinnt ist. Ich meine, ganz viele Filme, die so gedreht. Ja. Das ist immer das, was dann die eine gewisse Authentizität zum Film gibt. Ganz viele amerikanische Krimien oder Film Noir, also 40 Jahre sind auf der Straße gedreht zu New York, ohne dass sie irgendwie eine Permission hatten. Oder dass sie sind einfach auf die Straße gegangen und haben hier Akteure hingesagt und alles, was am Hintergrund passiert, die ganzen Autos, die da fuhren, die ganzen Leute, die über die Straße gehen, das ist am Anfang Dokumentär. Ja, dir am Film de Marco Lorenzini Rolle als der auch vom Dirigent von einer Dorfmusik und dafür so schön, dass man hier an einem Saal in einem Profsaal von einer Dorfmusik. Das ja auch der Professor, der spielt eine große Rolle an dem Film, dass du, wo sich entscheidet, kann die ganze integrieren oder nicht, schlussendlich. Die sieht den Dirigent von der Musik, aber am Anfang sieht auch ein bisschen der Chef vom Dorf am Film. Die probiert, die Leute zusammenzuhalten. Und du hast mich gefragt, die sieht ja auch die Schauspieler wahrscheinlich da, den eine ganz große Experienz hat. Also das hat dir schon natürlich gefallen, wo der ich auch am wirklichen Leben bist, du konnte man da identifizieren als den Chef d'Orchestre sozusagen. Also es gibt mir Mengen, dass es umgedreht ist, dass ein hauptsächlich den zweiten, was er gesagt hat, war den ein bisschen den geheime Chef vom Dorf vielleicht oder wie ihn will nennen, also an nebenbei den Dirigent von der Dorfmusik. Nee, ich meine, das ist einfach, das Wichtigste ist, dass einfach, wie Pedro schon gesagt hat, wen hast der Personage. Die Nummer natürlich auch zu 2, also wie meistens, dass man mit dem Realisateur zusammen eine Figur entwerft. Wir waren da als ziemlich schnell eins, dass man den Personage einfach ein bisschen zwielichtig machen, dass das Publikum am Anfang kann entscheiden oder also einen total guten, den naiv ist, oder also den aber mehr intelligent ist wie Menge, dann diese Naivität vielleicht nicht mehr spielt. Und das steht doch ab.
Okay, die meisten Leute tendieren zu engerseits und nicht wetfreng. Aber das ist das Interessantste an dem Personage. Ich meine nicht, dass du musst immer so das, die sagt auch schon erlebt. Nee, tut den an seinem Leben vieles erlebt und da geht den an sein Privatterrain sichern, wo ihn dann verschiedene Sachen von Leuten empfindet, die ihn getroffen wird aus seinem Leben und dann muss ich seinen Baukasten do und dann guckt ihm am Realisateur zu summen. Ich meine, vielleicht hanter Kamera, de Govinda von Mal hat wieder ugeschwert, dass eng Reihe auch nicht professionell Schauspieler eben dabei war, wo der do bisschen die Rollefläche gehabt als für auch die Equipe dann zu summen zahlen, wenn die so viel Experience hat. Wie war es, mit nicht professionell zu summen zu schaffen? Also das ist nicht meine Aufgabe, das ist im Govinda, im Realisateur seine Aufgabe. Meine Aufgabe ist einfach, egal ob ich professionellen Kollegen vis-à-vis oder nicht professionelle, also nicht Laie-Schauspieler oder ein hauptberuflicher Schauspieler, das ist etwas Grundverschiedenes. Das steht fest, aber muss ich hauptsächlich gucken, für das Singen erbig zu machen. Aber ein Abschluss, ob die anderen, nee, wenn ihn dich fragt, ganz gern. Selbstverständlich geht in den Trio so oder so, aber wenn nicht, das auf jeden Fall nicht dem Schauspieler sehr Rolle für andere zu suchen, wie sie sich zu wollen. Und das im Realisateur sehr Rolle. Ja, vielleicht könnt so und dir eng Vergangenheit viel Kurzfilmer schon gedreht, das aber los so dem Moment, wo dann eng echte noch großen Film lo eng Rolle hat. Wie wird dat für ihr lo für auch zu summen am Wikikrebs zu spielen man Marco Lorenzini wie der erlebt? Punkt dass man den Haie für mich ich war mal immens froh, dass ich wohl do en Gefir der Kamera konnte sehen an wie dat sich du rauskristallisiert huet wie gesagt das net ich kun net ugerufen der moien Dremer an du was noch Leiier nee wie gesagt ich halt fir 3 ugeschwert schon huet gut 6 Min gedauert bis man da die hat wussten an bis dat Festung a fir mich dat egentwie dat huet mich unwahrscheinlich inspiriert ich mengen weil ich auch op der enger Seite ganz hege Respekt für Marco Lorenzini als Schauspieler wo ich ihn als Mönch kennengelernt noch als Mönch wat wirklich auch fair dat Vicky Krebs von bedenkt ich sei Pap und ich kann ich ganz lang schon aber ich Vicky Krebs selber nie kam da war ich war von Fan von Vicky Krebs durch Deutsch Telefilme Ali Weiland oder das Zeugenhaus und so Sachen dann ich schon immer da auch daheim zu Menge kann er gesucht das ein letztes Schauspieler kein ganz groß Schauspielerin natürlich als das für mich im Moment ganz größt Gefühl gewichtcht fir dann immer am Wiki do Hevel zu sto an Botten aufzulöde für eine Kamera also ich finde die Sache so erlebe dann ich mengen das auch dat wat auch mal geholle vu mein Rollfleisch so authentisch zu spiele wie sie dann nur eben gespielt und ich mengen auch die Akteure die unter mich wären inspiriert den sich aber das schon und so Leute wo freier da selber op der Leinwand gesinn hat. Also am Mengegem Fall op jeden Fall. Also ich bin wirklich also du war auf der enger Seite wäre die gut Vierberedung, die ich ma Gewinde hat an op der anderen Seite also dann besan dann aber wannst du Set was an Kamera lebt an du bist im Moment mat denen Leiit wie Marco Lorenzini an net zu vergessen Friedrich Lau ich mengge hin du eng ganz stark zu viel ver eng ganz stark 10 wo ich ma Friedrich Laudo spielen an och dat also mir huet dat beskin mat denen Leiit zu spielen also am positiven mich inspiriert. Govinda van Male das dann ein Schnitt den Mix vu Genre méi eure Mix vun Schauspieler net professionell mat professionellen wat das do plusvalu fir ihr fir dat so zu organisieren das auch dat war bei Film auch immer für ganz praktische Grund und run ganz Kontrollen an dem Film ich weiß nicht wie viel da insgesamt sie vielleicht 20 oder so und wenn ihr wählt just die Film hat professionellen Akteur und zu Lützeburg besetzt schwer weil man einfach nicht genug Rollen hat für wirklich große Schwarze und
Und was für mich extrem wichtig ist am Film, wenn nicht so gut das wichtig ist, überhaupt beim Film aus der Casting, die richtige Person für die richtige Rolle zu finden. Und das hängt nicht zunächst mal dazu, ob man genug gute Akteure haben oder nicht, muss einfach die richtigen Akteure sein. Und es ist schon ganz lange, bis ich die richtigen Akteure gefunden habe. Beim Frederik Lau zum Beispiel, wir hatten ihn direkt am Kopf, das war direkt klar, der T kommt hin. Und wir hatten Musik einen Plan B, falls es nicht so klappt, das war extrem schwer für mich, ihn zu finden. Ganz Deutschland, die für mich so gut gepasst wie der Frederik. Das will just weisen, wie schwer das auch zu Lützeburg, wo man nach vielen Männer-Akteuren haben, für genau die richtige Person zu finden. Das heißt, machen oft gerne Pool mit groß und holen eben Leute mit dran, die nicht unbedingt Erfahrung haben. Für einfach just Charakteren zu kreieren, die wo nicht so viel Kompromisse muss agieren in dem Sinne, dass einfach muss dann, wie soll ich so also da, zum Beispiel dem Marco zu besetzen war kein Kompromiss für mich, das war genau die richtige Rolle für den, also die richtige Akteur für die richtige Rolle für mich. Und das wird was hat das ausgemacht, für Schenker zu erklären, wie sehr schwer du gefallen? Für den Marco zu hören. Ja. Ich war ganz froh, dass ich eine Rolle hatte für den Marco, weil wir zu Lützeburg ganz ganz gute Akteure, der Marco ist davon. Und ich hatte bislang nie irgendwie die Möglichkeit, den Marco zu besetzen in einer Rolle, weil ich nie etwas hatte, was gepasst wird. Und für mich war und ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich nicht direkt drauf komme. Dass vieles von der Rollen, also die eine Rolle war zum Beispiel Frederik und ich direkt besetzt gehabt. Beim Gerens war die längsten Zeit über 10 Stunden ein nicht professionellen Akteur, wer den spielt. Und ich weiß nicht, wie war es. Wo der Marco die Rolle spielt, das ist so offensichtlich. Ja. Und das ist ein sich am ganzen Casting dabei. Wie bis irgendwie geklickt wird bei mir, dass der Marco muss sein, das war einfach, das war mir ganz klar. Und Logo gucken den Film, ich kann mir gut anders das vorstellen eigentlich. Das ist sicher am Anfang die ganze Zeit nur, das war eine Chance, an dem ich am Anfang zum Glück, obwohl das leider alles leid für und einen kennen dort Akteur und zuletzt, wo ich mir Hand so gucke, den einfach da launcht. Und was für mich Schwierigkeit allerdings ist beim Mischen von Akteuren und Nicht-Akteuren, das hat für den Marco schon drauf geschwärzt wird, dass es dann am Kontrolle vom Regisseur ist, jetzt gucken, wie die verschiedenen Akteure man nicht spielen, dass er dann komplett andere Art und Weise zu spielen. Du hast Leute, die noch nie gespielt haben, für drin, wo du musst das Projekt auf sie zubringen, wo du musst ganz viel Taken holen, 10 oft muss splecken, ganz viel, wenn zum Beispiel eine lange Dialogpassage, als wie Marco zum Beispiel hat, mit einem nicht professionellen Akteur, wo ganz viel Dialog ist, mit einem nicht professionellen Akteur muss er zersplecken, ganz viel kleine Teile. Und das für den, wie der Marco Erfahrung hat, an den ohne Problem kann 2 Stunden Monolog spielen, wissen ohne Probleme. Du hast du schon gemacht, wie es mir erzählt hast. Für den ist es eine ganz andere Art und Weise, eine 10 zu drehen. Für ihn ist es vielleicht mehr einfach, das alles in einem durchzudrehen. Und das Schwierige ist eben, die 2 Sachen zusammenzubringen, für das keinen von den 2 Akteuren drunter leid. Und das ist extrem schwer. Und viel von dem Casting heute mal das Sinn, dass die erstens die richtige Rolle für die richtige Person finden, aber auch irgendwie probierst, Kombinationen richtig zu machen. Heinz, du hast mal besser gelungen wie bei anderen Momenten. Aber das ist auch das, was für mich Film macht, spannend möchte. Ja, vielleicht für das ein bisschen mehr allgemein zahlen, Marco Lorenzini, die hat auch nicht als professionellen Schauspieler direkt angefangen, die doch wiederum auch andere Sachen gemacht, sie dann Theater gegangen. Milo 2 verschiedene Generationen haben den Govinda van Male, die hat dann mehr den klassischen Weg gemacht. Gibt es da einen Unterschied zwischen Demos und Haut? Das ist Haut mehr einfach, oder Leo Volsch hat ja auch probiert, seine Karriere so aufzubauen. Als die Haut vielleicht mehr einfach für Schauspieler heute zu gehen wie früher. Schauspieler länger nicht überhaupt an der gesamten Filmbranche, also mehr einfach durch die Arbeit, die an den letzten sind 30 oder sind schon 40 Jahre, sind über 30 Jahre, die gemerkt haben, die gelesen haben. Also mir einfach, weil wenn wie ich 20 Jahre her, dann sind daheim und ich gesagt, ich will Filme drehen, dann ist der gewisse Kriterium, ist es in der Haut, also Schulen, die das anbieten, die Klassen, die das anbieten, wo die Leute können Filme machen, lehren. Und ich meine, das ist immer schon im richtigen Weg, auch wenn man nach ist schon immer, wir sind eng Filmnation mittlerweile, aber wir sind auch am Anfang. Wir sind nicht nur schon 100 Jahre oder 50 oder 60 Jahre am Gangen, Filme zu drehen. Wir sind auch am Anfang. Ich gebe so, du deht sich etwas an, für froh, an einem Satz zu beantworten. Ich gebe so, das mehr einfach. Ja. Das ist ja doch so. Absolut, ja. Bon, als viele Ursachen. Ich habe es dass wie Leo Orlo gesagt hat, also bei mir kommt das sowieso nie an Tod.
so hätte ich gerne eng Schauspielschule ich mein Eltern wussten mal nicht, dass es das gehen. Also gehst du NRW und müssen nach viel anderen Sachen und irgendwann kannst du ob das Trick, was du wolltest als Beruf machen, was du nicht was konnten oder nicht dürfen. Und dann müsste der Bömmwehr, bon, ich habe immer noch Bömmwehr gemacht, das kostet natürlich wesentlich mehr Zeit, wie wenn ich etwas auf einer Schule an 2, 3, 4 Schwestertüren beibehalten kann, dann dauert das eben vielleicht 10, wenn ich einen Beruf an der Front lehrt. Das ist ein bisschen etwas anderes. Das tut natürlich, wie alles am Leben, tut Vor- und tut Nachteile. Ich oder am Theater, mit Regisseuren oder Filmmaterialisateur geschafft, die waren dann ganz so froh, für einen oder den anderen zu der keine Schauspielschule hat. Einer, die gucken just tun. Und das ist eben ganz verschieden. Aber ich gebe so, dass die Opportunität halt das einfach da für, egal was für eine Branche, sie wird 400 Kamera, sie wird 100 Kamera, die jungen Kraut Möglichkeit für mehr können, ob es zu gehen oder auch direkt an Ausland, weil nachher man der Pech das eigentlich zu gehen, was wir nicht hatten. Es waren da pur von uns, die haben dann aber ein bisschen mehr Jungs wie ich, die man so, wie Jungsender oder so, bei den Ausnahmen Schauspieler als op Schauspielschule konnte gehen oder nach einer Kollegin oder Kolleginnen. Aber so an meinem Auto, da waren sind natürlich den Tun, den mehr war wie ich oder so, den das gemacht hat. Aber die waren aber ganz seele, weil Gelegenheit, also tut die schon müssen irgendwie in Hund den auf die Schienen gesagt wird, dann halt kann man aber selber einen Zug holen. Also die Infrastrukturen sind immer geschaffen. Ja, aber schon, dass das, was du siehst, richtig ist, man darf nicht mengen, dass man schon auf einem gewissen Niveau sie weder am Theater, weder am Film, nicht nur was das Resultat belangt, aber was rundherum lebt, sind wir heute noch immer ein bisschen provinziell. Wo ich auch so, wo es viel von Leuten gesagt kriegst, ja, man vergleichen hat immer das Wort Lützeburgische Film. Nee, das Lützeburgische Film. Es gibt, ich meine, es gibt einen isländischen Film, es gibt einen dänischen Film, es gibt deutsche Filme. Ich meine, alle Land muss eine gewisse Identität tun, als sie Filme machen. Und auch da kommt nicht persönlich von meiner Sicht, ich denke, ob du Gutland zurück. Menge nahen huet de Gutland e klenge Kontosprung gemacht. Das net dat Gutland lo eng neue Erfindung ass wat Lützeburger Filme machen ubelangt, mir hunn de ganze Krich opgeschafft, mir hunn dat am Ufang gemacht mat Technik, die mir eben hat den Technik huet evaluiert mir im moment die besten Technik Südfré kann haut mat den Sache die se ka Filme drehen guter Qualität hunn du no Krimien Tatortartig Filme gedreht alles an ganz guter Qualität, wo darüber geguckt gin ass an hummer wirklich e klenger Quantesprung gemacht, wat d'Atmosphär vom Film ubelangt. Also so gesinnigchte Gutland. Ich meine, de Krieg abgeschafft, mir Krimi gemacht, de klassischen an die Bauschfilm, den sing Daseinsberechtigung huet, war von Lützeburger wirklich dem Lützeburger sei Volksfilm, was man so wollen holen. An sind wir hingegangen, an Lohummer am Gutland ein kleiner Konterspruch. Ja, und da spielt ja dann noch Spruch wahrscheinlich eine große Rolle. Also am Film gibt es viel Deutsch geschwärzt, aber der noch viel Lützburgisch. Also das ist ein Mix. Wie wichtig ist es für den Lützburger Kino, Lützburger Film, dass auch Spruch, Lützburger Spruch dabei ist? Das ist die Spruch, die wir schwätzen, das ist. Wir schwätzen es vielleicht nicht alle super gut. Also ich sicher nicht die besten, den er plötzlich beschreiben kann, wie den Marco Wes, den Marco mein Drehbuch verbessert. Das ist ein schwerer Spruch. Ja, aber es ist auch schwer, wenn man so wenig Kultur haben, und wir haben viel Kultur, sie viele Leute die Plätze beschreiben, es gibt viel mal die Plätze gemacht gehen, das ist auch wenn es schwer, weil immer noch die Tendenz gibt, ein bisschen auszuweichen auf andere Sprachen und dann leben darauf Französisch oder auf Englisch oder auf Französisch zu sagen, zu schreiben oder was auch immer. Und ich meine, das auch du, wenn es da zum Beispiel mehr Lützeburg nicht so ausgebildet wird, wie man Deutsch wäre, wenn ich an Deutsch schon abgewusst wäre. Weil einfach, wenn ich Mathe an der Kultur, wir gucken ganz viele ausländische Filme und wir gucken ein bisschen rauf, ob die Spruch
mir gleichzeitig machen auch wenn ich dafür. Ich meine, wenn wir wollen, dass die Spruch sich entwickelt, muss ich viel mehr an der Spruch machen. Das ist meine Meinung. Das ist nicht als ein Rang, wie soll ich sagen, das ist nicht ein patriotischer Gedanken oder so, den du hast. Das geht mehr darum, dass ich mir selber treu bin, dass ich selber kann ehrlich sein und das kann schon am besten ein eigener Spruch sein. Aber wenn sie nicht so gut ausgebildet ist wie andere Sprachen, für Apache, ist eine Chance, dass ich am Film mit Bildern kann erzählen kann. Ich weiß, dass das gut steckt mich schwer ist an der Literatur. Wenn ich Bücher schreibe, wäre es gut steckt mich schwer, auf Lützeburg zu schreiben und schon enormen Respekt für den Leute, die das machen. Am Film kann ich immer noch ausweichen auf Bilder. Ich fand, wir müssen einfach, das ist unsere Rolle als kulturell Schaffende, für kulturell Material zu schaffen, für eine Identität, für eine Kultur. Und du findest das für mich extrem wichtig, das ist essentiell, dass wir Kultur schaffen an unserem Spruch. Und das, wie gesagt, nein, geht nicht darum, weil Lützeburg als Patrimoine oder irgendwie, das ist ein Spruch, den ich unbedingt will erhalten, weil ich dafür kämpfe, dass Lützeburg Kultur so auf der Weltmap soll existieren. Geht mir mehr darum, dass wir irgendwie können an unser Spruch uns ausdrücken, und ehrlich mit uns selber sind, und schmeckende Sprache sind weh dazu. Wenn wir sollten nur fangen, Französisch zu schwätzen, und in den nächsten 100 Jahren just Französisch schwätzen, davon ist das ganz okay, dass wir viel mehr just auf Französisch machen. Wie solange wir Lützeburg und Deutsch schwätzen, also für mich natürlich, dass ich wünsche, Film will drin, den zu Lützeburg spielt, nur an der Sprache ist. Vielleicht gibt es viel auch dem noch wie eine Sprache, das ähnlich abgeholt an den verschiedenen Ländern. Ich meine, die Fortschritte, die werden auf verschiedenen Avant-Premieren an verschiedenen Ländern. Ich meine, die werden in Deutschland, Belgien, Lützeburg. Oder da Unterschiede gemerkt an der Reaktion von den Leuten vielleicht auf den Film an den verschiedenen Ländern. Ja, ich bin so den immer sitzen geblieben hast, von der da am ersten gegangen sind. Die letzte Vierstellung zu Bresel, das auch vielleicht so ein bisschen mein Trick, der Wiki hat den Film für dich gesehen, ich durch der Brisalde beim Wiki bleiben, da guckst du den Film halt nach. Ja, du hast dann einen wunderbaren Kino gesehen, sind in Nova. Ich fand, dass den Unterschied zwischen dem, kann ich gar nicht 3 Länder holen. Ich gebe so, dass das belgische Publikum, die vielleicht auch am schwersten aber hatten, für zu verstehen, weil ja, da waren noch zusätzlich flammenschen Untertitel dabei, dass du und ich fand, dass die Reaktion mehr stark war, das aber vielleicht just wie die Reaktion mehr stark war, wie heute zu Lützeburg, oder sogar wie an Deutschland. An Deutschland mehr wie an Deutschland. Ja, letztlich war die Reaktion auch ziemlich flott während der Projektion. Ja, auf jeden Fall könnte ein Film auch gleich heute zu Lützeburg an den Kino Gutland, das ist eine Co-Produktion von 3 Ländern, das vom Film FOF, Novak Produktion an Propeller Film Berlin. Und den 2. Mai lief den Hai am Kino zu Lützeburg an auch am Team, den 2. Mai, vom ganzen Team, das dabei ist. Und dann den 1. Mai, da kann ich auch schon an der Kasemattentheater ein Konzert gucken gehen von Mucke, die die Lieder vom Film komponiert. Und voilà, so ein Govinda van Male, Leo Folschert und Marco Lorenzini, vielmals merci, dass das. Merci.